In der SRF News App erfahrt man alles, was wichtig ist. Was passiert in der Schweiz, was passiert auf der Welt, aber eben auch bei Kultur, bei Wissen oder beim Sport. Und das Ganze mit Audio, mit Video und mit Text. SRF News App hat perfekte Video, super gut gemacht, kurze Texte zum Hören oder zum Lesen. Die Publikumsrat ist sehr, sehr angetan davon. Was nicht so klar ist, ist, wie relevant ist ein Beitrag oder was ist das Kriterium dafür, dass ein Beitrag relevant eingestuft wird und zur Oberstufe kommt oder eben nicht. Wir gewichten natürlich nach verschiedenen Faktoren. Auf der einen Seite ist klar, das, was neu ist, das, was aktuell ist, das, was jetzt im Moment passiert, das ist auf den Top-Positionen der News-App. Die News-App hat aber auch eine gewisse Breite. Sie soll nicht nur die wichtigsten Informationen aus der Schweiz, aus der Politik, aus der Wirtschaft, aus der Welt bringen. Sie soll auch Möglichkeiten geben, nochmal reinzugehen, zu vertiefen. Und darum haben wir einen ganzen Mix von Themen. Das geht dann auch zu Sport, zu Kultur oder bis zur Unterhaltung über. Aber klar ist, im oberen Teil der News-App, dort ist das drin, was aktuell ist und was relevant ist. Anspruchsvoll hat der Publikumsrat gefunden, ist die Navigation. Und wie ist die Struktur von dem App? Was sind Themen und was sind eben keine Themen? Und wenn springt ein Link ins benachbarte App, wo Sport kommentiert, da hätte der Publikumsrat gerne ein bisschen mehr Navigationshilfe. Die Navigation ist natürlich ein Thema, das uns immer wieder beschäftigt. Wie können wir es besser darstellen? Wie können wir die Führung so machen, dass die Userinnen und User das finden, was sie suchen? Das ist ein Thema, wo wir laufend dran sind und auch weiterentwickeln. News App heisst News App. Das heisst, es wird kuratiert. Wie dass es kuratiert wird, 7x24 Stunden oder am Wochenende nicht. Da hätte der Publikumsrat gerne ein bisschen mehr verstanden als User, was da eigentlich passiert und in welchem Rhythmus. Die Welt steht nie still und so auch die News-App nicht. Das ist ein 7-24-Stunden-Betrieb. Wir machen das gemeinsam, die Kolleginnen und Kollegen von News Digital und wir vom Kanalmanagement innerhalb der Distribution, die für die Distribution der News-App zuständig sind. Der Publikumsrat ist sehr angetan, dass SRF eine SRF News App führt. Das ist sehr wichtig, auch für die Distribution und auch auf dem Markt. Wir sind gespannt, wie sich die App in Zukunft entwickelt. Also zuerst danke für das Kompliment. So eine News-App-Entwicklung ist nie abgeschlossen. Das wird laufend weiterentwickelt, jede Woche. In kleinen Schritten kommen neue Features dazu, gibt es kleine Anpassungen, solche, die vielleicht für die Leute aussen sichtbar sind. Manchmal sind es aber auch nur Sachen im System, die vielleicht gar nicht so wahrgenommen werden. Und darum ist die News-App etwas, das sich eben auch in den nächsten Tagen, in den nächsten Wochen, in den nächsten Monaten und Jahren immer weiterentwickeln wird.